So gut. Mega cool. Ich bete noch zum Anfang dieser Predigt. Jesus Christus, Heiliger Geist, lade dich ein, um jetzt in dieser Zeit auch einfach zu uns zu reden. Ganz speziell zu denen, die heute den T-Base-Abschluss haben, zu diesen jungen Ladies und jungen Burschen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir unsere Herzen einfach dir auftun können, dem, was du zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen möchtest reden. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass wir das wissen und einfach auf das bauen. Amen. Hey, was für ein Tag! Es ist euer T-Base-Abschluss. Andere sagen Konf oder Unti-Abschluss. Bei uns ist es T-Base. Das klingt ein bisschen cooler, oder? Genau. Hey, wir feiern euch. Wir feiern euch wirklich. Steffi und ich feiern euch. Eure Teenie-Leiter haben sich so gefreut auf den Abschluss für euch. Wir als ganze GVC Zürich-Oberland und natürlich ganz speziell eure Families, eure Freunde, die feiern das mit euch. Und wir feiern euch im Generellen, nicht nur für diesen spezifischen Tag heute, sondern auch für den Lebensabschnitt, wo ihr gerade drin seid. Die einen von euch haben die Schule geschafft, die einen sind noch im Gymi, geht ein bisschen länger, aber auch ihr habt den Grossteil der Schulzeit überstanden. Herzliche Gratulation. Das Berufsleben steht so langsam vor der Tür, die Lehre, es fängt dann so langsam an mit Geld verdienen. Ich hoffe es einmal für euch. Und ihr habt Teenie-Zeit so quasi überstanden und ihr macht so langsam den ersten Schritt ins Erwachsenenleben. Und das ist grossartig. Das bedeutet, dass auch immer mehr Freiheiten auf euch warten. Aber es ist so, oder, dass es auch immer eine kleine Kehrseite hat. Mit diesen neuen Freiheiten, mit all dem, was kommt auf euch zu, kommt vielleicht manchmal auch so ein bisschen Unsicherheit mit. Ich weiss nicht, wie es dir gerade geht, aber ich weiss noch, wie es bei mir war. Lehrmeister, gefällt mir der Beruf denn wirklich? Kommt das wirklich gut? Es gibt vielleicht neue Beziehungen und du fragst dich vielleicht, hey, was passiert mit meinen alten Beziehungen, mit denen, die ich jetzt nicht mehr plötzlich jeden Tag in der Schule sehe? Die neuen in der Berufsschule und so weiter, nehmen sie mich an, so wie ich bin? Oder eben die Verantwortung, die immer mehr auf euch zukommt, das gibt vielleicht auch Fragen, so, hey, packe ich das? Wird das irgendwo klappen? Und schaut, jeder grössere Übergang im Leben, der ist verbunden mit zum einen mega viel Potenzial, wo nochmal geniale Sachen entstehen können, wo viel Neues auf uns zukommt. Aber es ist immer auch ein bisschen verbunden mit so einer Unsicherheit. Und das gilt sowohl für unsere T-Base-Abschlüssler, aber ich glaube, das wissen wir alle, das gilt für jeden von uns. Immer dort, wo wir so einen Übergang machen, dort ist auch immer so eine gewisse Unsicherheit herum. Ja, ich mag mich noch sehr, sehr gut erinnern an meinen T-Base-Abschluss. Dort hat man noch Konf gesagt, oder bei uns hat man einmal Konf gesagt. Das ist ja noch nicht so lange her, da mag ich mich noch so gut erinnern, oder? Das ist gerade erst ein paar Jahre. Nein, und ich weiss, es ist genauso gegangen, wie es der Joni beschrieben hat. Ich habe mich gefreut, endlich. Die Schule bald hinter mir, darf ins Berufsleben starten, darf in die Lehre starten, wie es der eine von euch angeht oder wie die einen von euch bald werden in die Lehre starten. Und gleichzeitig ist also ein mulmiges Gefühl aufgekommen, so ein bisschen Nervosität. Wie ich habe gemerkt, in der Berufsschule bin ich plötzlich wieder die Jüngste und nicht mehr die Älteste. Oder ich habe nicht gewusst, wie denn der Chef wirklich ist, wenn ich Tag für Tag mit dem unterwegs bin. Aber es ist schlussendlich mega gut gekommen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich trotzdem mega darauf gefreut und so eine Vorfreude ist in meinem Herz wirklich gewesen. Und wenn ich mir das so überlege, dann glaube ich, wir alle wollen doch ein Stück weit in unserem Leben so eine Freude haben. Oder ein Leben führen, das erfüllt ist. Ein Leben führen, das einfach, ich sage jetzt mal, gut ist. Und spannend ist, dass die Bibel über das spricht. Und zwar in den Psalmen. Und wir haben in der Vorbereitung gebetet über den heutigen Morgen und uns ist so ein Psalm aufs Herz gekommen für den heutigen T-Base-Abschluss. Und das ist der Psalm 1. Und den wollen wir heute Morgen mal ein bisschen genauer anschauen. Ich lese ihn gerade vor, er ist da vorne. Ihr könnt auch eure Bibeln vornehmen, wenn ihr wollt, und dürft natürlich mitlesen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt
Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Am Anfang vom Psalm lesen wir, glücklich zu preisen ist, und das könnte man in unsere Alltagssprache umsetzen mit, hey, es ist gut für dich, oder gut wird sie, wenn du. Und dann kommt der Vergleich von dem Baum, und der Baum ist zum Vergleich für dein Leben und für mein Leben. Und wir ziehen heute Morgen den Vergleich da für unser Leben. Und wir schauen an, was heisst es denn, so eine Person zu sein. Und wir fangen gerade von hinten an bei diesem Vergleich, und zwar beim Vers 3. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist ein wunderschönes Bild, das der Psalmist hier beschreibt, hier so genauer ausführt von dem Baum. Der Baum, der Erntezeit erlebt und Frucht trägt, reife Frucht. Und der Baum, der Blätter hat, der nicht verwelkt, die grün sind, die wunderschön sind. Und das tönt für mich nach einem Leben von einem Menschen, das gelingt. Ein Leben, das vorwärts geht. Ein Leben, das gut läuft. Wahrscheinlich ein Mensch, der etwas bewegen kann und wo etwas Gutes aus seinem Leben entsteht. So, dass eben Früchte daraus wachsen, wie wir es hier lesen. Und sehnen wir uns nicht alle nach so einem Leben. Es ist nicht immer so, aber schön wäre es, oder? Das Gute ist, in jedem von uns und auch in euch Teenies steckt das Potenzial, dass gute Früchte heranwachsen aus unserem Leben. Das kann sein durch Erfolg, die wir feiern, die verschiedenen Bereiche, vielleicht in der Ausbildung, in der Schule, im Arbeiten, im Tanzen, im Hobby. Aber nicht nur das, sondern es kann auch sein, dass unser Charakter wächst, dass wir im Persönlichen wachsen, im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir vielleicht plötzlich mehr Verständnis haben, mehr Geduld haben. Das sind alles so Früchte, die anwachsen können in unserem Leben. Vielleicht Freundschaften, die wir schliessen, Freundschaften, die echt ehrlich und tiefer gehen. Das können so Früchte sein. Und das wäre jetzt so eine Palette, die ich aufzählen könnte. Ich sagen, alles Gute, das anwächst in deinem Leben, das sind Früchte. Es können aber auch Früchte sein, die nicht nur in deinem Leben wachsen, sondern durch dein Leben in anderen Menschen oder in deinem Umfeld. Ihr habt das Potenzial, um etwas zu bewegen mit eurem Leben, das Frucht bringt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie mache ich das genau? Das tönt so riesig, Frucht bringen. Wie bewege ich etwas? Aber es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Indem wir im Kleinen anfangen, genau dort, wo wir sind. Mit dem, was wir bekommen haben. Ich weiss noch, als ich in die Lehre gekommen bin ich natürlich auch in die Berufsschule gekommen. Und dort habe ich gleich eine junge Frau kennengelernt. Sie war 2 Jahre älter als ich und sie war auch Christ. Und ich habe mich so gefreut, dass noch eine andere Christin bei mir in der Berufsschule ist. Und ich war zu dieser Zeit mega unsicher zum Teil, im Glauben. Ich habe es zum Teil ein bisschen langweilig gefunden. Und ich weiss, als ich sie kennengelernt habe, sie war jemand, sie ist so zu ihrem Glauben gestanden. Sie hat mich auch immer wieder mal ermutigt. Es hat 2-3 Mal so Situationen gegeben, in diesen 3 Jahren Ausbildung, wo sie für mich gebetet hat. Und sie hat mich geprägt, sie hat mich ein Stück weit beeinflusst, kann man sagen. Und durch sie bin ich eigentlich noch mehr auf den Geschmack gekommen, hey, wie gut das Leben mit Gott könnte sein. Und durch sie habe ich angefangen, mich aufzumachen. Und mein Glaubensleben hat sich verändert. Sie war für mich so eine wichtige Person gewesen. Und ich weiss, am Schluss, kurz vor der LAP, hat sie mir mal gesagt, hey, was mache ich schon mit meinem Leben? Was bewirke ich schon? Und ich habe ihr dann gesagt, hey, in meinem Leben hast du so viel bewirken. Durch dich habe ich wieder einen neuen Zugang zu Jesus gefunden. Durch dich habe ich gewisse Unsicherheiten ablegen. Durch dich habe ich auch ein Vorbild gehabt. Jemand, der vor mir gelaufen ist. Und ich dachte, hey, so will ich auch werden. Sie hat sich natürlich gefreut. Und das ist ein Stück weit eine Frucht, die in meinem Leben angewachsen ist, durch sie, durch meine Freundschaft mit ihr. Und für mich ist sie wie so ein Baum, der Frucht bringt. Auch wenn sie denkt, hey, ich kann ja gar nicht viel machen, ich kann ja gar nicht viel bewirken. In mir hat es etwas Riesiges ausgelöst. Und das erinnert mich so daran, dass eben in der Frucht von einem Baum ganz viele Samen stecken. Kleine Samen,
Samen, wo Neues entstehen kann. Und Gott lässt Neues immer wieder in unserem Leben entstehen, aber nicht nur in unserem Leben, sondern auch durch uns, wenn wir die Samen ausstreuen in anderen Leben. Und so, liebe Teens, könnt auch ihr etwas bewegen. Indem ihr Menschen sind, die vielleicht andere Menschen stärken. Indem ihr gute Freundinnen sind, gute Freunde. Indem ihr jemandem zur Seite steht, vielleicht mal einen guten Rat gebt. Aber die Frage, die aufkommt, ist ja, wie genau mache ich das? Und was braucht es denn dazu? Das Entscheidende für so einen Baum, wenn wir zurückgehen von dem Bild vom Psalm 1, ist der Boden. Und wir lesen im Text, dass das ein Baum ist, der beim Wasser steht. Er braucht Wasser, weil nur dann kann er grün bleiben und vertrocknet nicht. Die Blätter bleiben nur grün, wenn auch immer wieder eine Wasserquelle herum ist, wo der Baum davon ziehen kann. Etwas vom Wichtigsten bei einem Baum, das sind die Wurzeln. Wurzeln, die tief gehen, Wurzeln, die einen Halt geben, Wurzeln, die die Krone und den Stamm stützen. Und die Wurzeln sind es, die die Lebenskraft, den Nährstoff aus der Erde rausziehen. Sie saugen das Wasser aus der Erde auf. Und das Wasser, das geht bis in die Äste, bis in die Krone. Und so kann ein Baum überhaupt wirklich aufblühen. Und je grösser der Baum ist, desto tiefer müssen die Wurzeln sein. Wir sehen hier vorne ein Bild. Oder? Wie wenn Wind und Sturm kommt, was irgendwann wahrscheinlich wird kommen, muss der Baum Halt heben. Es braucht Halt. Und genau so ist es doch in unserem Leben. Wir brauchen starke Wurzeln, die uns Halt geben, die uns Sicherheit geben. In den Zeiten, wo Herausforderungen in unser Leben kommen. Starke Wurzeln brauchst du. Aber starke Wurzeln allein, das nützt nicht viel, wie die vertrocknen irgendwann. Sie brauchen Wasser. Sie werden vom Wasser versorgt. Gestellt ist, was ist denn unser Wasser? Von wo trinken wir? Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann lesen wir dort, wie Jesus von sich sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Wer von mir trinkt, wird nicht mehr durstig sein. Jesus selber sagt von sich, ich bin die Quelle, ich bin das Wasser und das Wasser wird er dir geben. Er ist der, der das Lebenswasser schenkt. Das Wasser, das dich innerlich nährt, das dich innerlich füllt. Und er sagt, wer von meiner Quelle trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Der ist gesättigt. Sein Wasser, bildlich gesprochen, gibt dir die Fülle. Es gibt dir die Liebe, es gibt dir die Sicherheit und auch Annahme, der Friede, Führung für dein Leben, wo wir uns alle danach sehnen, tief, tief, tief in unserem Inneren. Ich würde dich fragen, kennst du das Wasser? Hast du das Wasser schon mal getrunken? Oder trinkst du von dem Wasser? Das Wasser führt dazu, dass die Blätter nicht verwelken. Und das Wasser führt dazu, dass überhaupt Früchte entstehen können. Und Teens, eure Wurzeln sind jetzt in der T-Base, in der T-Church, über Wochen, Monate gestärkt worden mit dem Wasser. Indem wir miteinander Gott angebetet haben, indem wir Inputs bekommen haben von euren Leitern, indem wir geworshipped haben mit der Band, die wir vorher hier gesehen haben. Hey, und ihr habt Leiter, die es lieben, um euch immer wieder auf das Wasser hinzuweisen, auf Jesus. Es war so eine Zeit, wo ihr eure Wurzeln so richtig kräftigen konntet. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran. Bleibt dran. Hört nicht auf, von dem Wasser zu trinken. Bleibt näher bei Jesus. Und ihr werdet erleben, wie ihr eine Sicherheit habt im Leben und einen Halt habt, auch wenn es mal herausfordernd wird. Aber er prägt euer Leben, das kann ich euch sagen. Und er führt euch durch alle Zeiten. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie wichtig das Wasser ist. Und jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen anschauen, wie passiert denn das, dass wir an dem Wasser bleiben können, dass eure Wurzeln gestärkt bleiben. Und wenn ihr bei diesem Psalm jetzt im Vers 3 gerade angefangen und der erste und der zweite Vers gerade ein bisschen überkommt. Und jetzt gehen wir eins retour zum Vers 2, was heißt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also das heißt auch wieder, hey, gut ist es für dich, wenn du Verlangen hast nach dem Gesetz vom Herrn und darüber nachdenkst, Tag und Nacht.
Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gesetze und Vorschriften sind häufig nicht so das, wo wir uns danach sehnen und wo wir mega froh darüber sind. Lieber haben wir manchmal keine, oder schon gar nicht, wenn es darum geht, wie schnell das Töffli fahren oder so. Lieber nicht. Und wahrscheinlich freust du dich in dem Moment auch eher darauf, dass du langsam mehr Recht hast und nicht mehr alles eingeschränkt ist, sondern dir weniger Leute Vorschriften machen. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir den Satz lesen, den Vers lesen, dass wir uns bewusst machen, was denn da mit Gesetz überhaupt gemeint ist. Ich glaube, es wäre völlig falsch, wenn wir davon ausgehen, dass Gott so ein gesetzlicher Gott ist. Und ich hoffe, das habt ihr in der T-Base gelernt. Gott ist nicht ein gesetzlicher Gott. Und auch gerade wenn man anschaut, im Alten Testament, das Wort, das da gebraucht wird, im Hebräischen für Gesetz, mit dem sind nicht nur die 10 Gebote gemeint oder die anderen Gesetze aus dem Levitikus, sondern da geht es eigentlich um all das, was Gott einem Mensch mitgegeben hat. Und zwar ist das Wort richtig verstanden, eigentlich eine Wegweisung. Es wird verstanden im Hebräischen als Wegweisung zu einem gelingenden, erfüllenden Leben. Also all das, was Gott uns mitgegeben hat, wo jetzt da als Gesetz bezeichnet wird, soll ein Wegweiser sein zu einem gelingenden, erfüllten Leben. Eine Hilfe für euch. Und um genau das geht es. Gottes Wort, die Bibel, möchte euch ein Wegweiser sein. Nicht ein Gesetzbuch, sondern ein Wegweiser, der euch hilft. Ich weiss nicht, habt ihr euch mal überlegt, wann wirst du am glücklichsten und zufriedensten sein? Oder wie kannst du die glücklichste und zufriedenste Person sein, wo du sein kannst? Ich glaube, genau dann, wenn du die Person bist, zu der Gott dich geschaffen hat. Wenn du genau das bist, wo Gott in dir gesehen hat, wo er dich geschaffen hat. Und die Person, zu dieser Person wirst du, wenn du in der Beziehung mit ihm dranbleibst. Und für das ist die Bibel so ein Wegweiser, der euch hilft. Und es geht darum, in der Bibel nicht in erster Linie darum, dir einfach zu sagen, das darfst und das darfst nicht, sondern es geht darum, dir den Weg zu zeigen, wie du zu dieser Person kannst werden, wo Gott vor Augen gehabt hat, wo er dich geschaffen hat. Und das gilt für uns alle, nicht nur für die Teens, für die Abschlüssler. Und ich hoffe, das tiefste für euch, dass ihr schon so persönliche Erlebnisse mit Gott gemacht habt in den letzten paar Jahren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, an dem dran zu bleiben. So wie es Steffi gesagt hat, an dem Wasser und auch an der Bibel, sie für euch selber zu entdecken. Egal auf welche Art und Weise und wie oft und wie viel das ihr leset, ob das täglich ist oder ob das jeden zweiten oder dritten Tag ist. Aber hey, wenn jemand weiss, was in dir alles drinsteckt, dann ist es Gott, der dich geschaffen hat. Und in seinem Wort, in der Bibel, findest du so viel Wahrheit über dich, dass es dir hilft, in dem Dschungel von Meinungen und was andere über dich sagen und so weiter, herauszufinden, wie Gott wirklich dich ganz persönlich geschaffen hat. Und Beziehung mit Gott leben wir nicht, um einfach möglichst viel über Gott zu lernen und herauszufinden, sondern um immer mehr so werden, wie er ist und wie er dich sieht, wie er dich geschaffen hat. Und um das geht es schlussendlich auch beim Fruchtbringen. Nicht, dass wir möglichst einfach alles richtig machen und ja, keinen Fehler gemacht haben, sondern dass wir zu der Person werden können, die Gott geschaffen hat. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden können und so zu dieser Person werden. Und ich habe ein Zitat gefunden, das ihr euch unbedingt merken und hinter die Tore schreiben müsst, von Dallas Willard. Die Menschen, denen wir dienen oder mit denen, dass wir viel zu tun haben, werden 99% von dem vergessen, was wir ihnen alles gesagt haben. Sie werden aber nicht vergessen, welche Art von Person wir waren. Die Leute, die ihr mit ihnen zu tun habt, die werden wahrscheinlich vieles von dem, was ihr ihnen sagt, vergessen. Aber sie werden nie vergessen, was ihr für Menschen sind. Und es ist nicht das, was du machst, es ist nicht das, was du tust, es ist auch nicht, wie du aussiehst oder was du geleistet hast, was Frucht wird bringen in deinem Leben, sondern zu dieser Art und Weise, zu dieser Person, wo du wirst. Ob du zu dieser Person wirst, wo Gott dich geschaffen hat oder nicht. Und da sind die starken Wurzeln eben so wichtig drin. Weil dort drin liegt die Kraft, dass der Baum sich entfalten kann. Und dort drin dürfen wir die Kraft der Bibel nie unterschätzen, weil es weckt Glauben in dir. Es gibt dir Sicherheit, es gibt dir Stabilität. Deine Wurzeln können wachsen und so kannst du so einen starken, kräftigen Baum werden. Und
Wahrscheinlich kennen das, aber die Gefühle, die sind manchmal eine Achterbahn, oder? Die meisten von euch haben wahrscheinlich Schweiz-Frankreich geschaut. Wahrscheinlich wir alle, oder? Und es war eine Achterbahn und ich habe da das berühmte Bild mitgenommen von dem Fan. Und schaut, so Emotionen während einem Fußballspiel, die sind super, es gehört irgendwo dazu. Aber ehrlich gesagt, in unserem Leben ist es meistens besser, wenn die Höchst und Tiefs nicht ganz so extrem sind. Und wenn wir ein bisschen stabiler unterwegs sind und nicht gerade wegen jeder Schwierigkeit in ein emotionales Tief stürzen müssen. Aber wisst ihr, was bei diesen Emotionen, bei diesem Spiel, was dazu geführt hat, dass es überhaupt solche Emotionen gegeben hat? Es ist fehlender Glaube. Ich bekenne mich schuldig. Nach dem 3-1 von Frankreich, ich habe keinen Glauben mehr gehabt, dass es die Schweiz noch wird schaffen. Und ich würde wetten, ihr müsst euch nicht outen, aber ein paar haben vielleicht abgestellt nach dem 3-1 und sind am nächsten Morgen aufgewacht oder durchs Hupen aufgewacht. Ich habe es nicht mehr geglaubt. Aber die Mannschaft hat anscheinend den Glauben gehabt, zum Dranbleiben, zum Vorwärtsgehen, um dass es noch möglich ist, dass man noch etwas machen kann. Und genau so ist es in deinem Leben. Dein Glaube, dein Vertrauen darauf, dass es Gott schlussendlich gut macht mit dir, hilft dir, Rückschläge zu überstehen. Nicht plötzlich ein Häufchen Elend sein, sondern zu wissen, wer du bist, zu wissen, dass Gott dich geschaffen hat, dass es gut mit dir macht, dass er immer mit dir wird weitergehen und dass du mit ihm alles kannst schaffen. Und darum lohnt es sich, jeden Tag in die Beziehung zu investieren mit Gott, so wie es in dem Psalm heißt. Und dann wäre auch noch zum Schluss der Vers 1, was heißt: Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Und nochmal für uns übersetzt: Gut ist es für dich, wenn man, und jetzt ist die Frage, oder heißt jetzt das, sollen wir nichts mit Menschen zu tun haben, die nicht an Gott glauben? Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Das wäre mega schwierig. Ich glaube, das könnte man gar nicht umsetzen. Aber es geht um unsere Beziehungen, um unsere Freundschaften, auf wer das wir hören in unserem Leben. Und heute gibt es ganz viele Leute, oder, auf YouTube und TikTok, all die Influencers, meine Generation eher so Facebook und Instagram. Und alle sagen dir, was du machen sollst, was gut ist für dich. Die einen, wie du das Leben am besten geniessen kannst, wie dass du schauen kannst, dass du besser aussiehst, welche Produkte du kaufen sollst, wie du reich werden kannst, mit möglichst nichts dafür zu tun. Jeder sagt, hat irgendeinen guten Tipp. Und der Psalmschreiber sagt da, dass es wichtig ist, dir zu überlegen, auf wer dass du in deinem Leben hörst und mit wem wer zu deinen Freunden gehört. Und dass es ein ganzer Vers in dem Psalm ist, zu dem Thema zeigt, dass deine Beziehungen und Freundschaften enorm wichtig sind. Einer der wichtigsten Aspekte in deinem Leben. Viel wichtiger als dein Beruf, viel wichtiger als was du verdienst, wichtiger als wie viele TikTok-Follower ihr habt. Und darum möchte ich euch das heute mitgeben und euch sagen, hey, etwas vom Wertvollsten in eurem Leben sind eure Freundschaften und Beziehungen, die ihr habt. Und es lohnt sich, dass ihr euch gut Gedanken darüber macht, auf wer das ihr hört, wer das eure Freunde sind. Weil es hat einen Einfluss auf dein Leben. Deine Freunde färben auf dich ab. Bei uns im Studium haben sie immer gesagt, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir, wer du in 10 Jahren bist. Und ich hatte Freunde, die mir gut getan haben, ich hatte aber auch Freunde, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass sie mir nicht gut tun. Und die keinen guten Einfluss auf mich hatten. Und darum möchte ich euch das mitgeben, euch zu überlegen, was für Freundschaften hast du? Wo kannst du so sein, wie du bist, wie dich Gott geschaffen hat? Wo wirst du angenommen? Und der Vers heißt eigentlich, glücklich sind Menschen, die Freunde haben, die es gut mit ihnen meinen, die den gleichen Glauben teilen und dich ermutigen, im Glauben Gas zu geben. Und hey, suche solche Beziehungen. Sie sind etwas vom Kostbarsten, was man haben können. Und es passiert, dass sich Freundschaften verändern. Ihr werdet das merken. Aber die Guten, die bleiben. Selbst über Jahre. Meine besten Freunde sind aus dieser Zeit, wo ihr jetzt drin hineingeht. Und die Freundschaften, die heben bis heute. Und sie sind wertvoll, weil sie genau so Freundschaften sind. Und was wir euch heute so als Kirche hier noch mitgeben müssen, ist euch sagen, dass
hey, Kirche soll für euch so ein Ort sein von der Heimat. Ein Ort, wo ihr genau das finden könnt. Ihr kennt euch jetzt schon über jenste Jahre, die einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger. Ihr seid ein Stück Weg zusammen gegangen. Ihr habt gemeinsam den Glauben. Und hey, nur schon das als Basis ist etwas unglaublich Kostbares. Und was wir uns wünschen zutiefst, ist, dass wir da als Kirche eine Heimat sein können. Ein Ort, wo ihr wisst, dass ihr euch selber sein könnt. Ein Ort, wo euch hilft, zu dem zu werden, wie Gott euch sieht. Ein Ort, wo ihr ermutigt werdet. Und schaut in diesem Saal. Es hat da ganz viele Leute drin, die an euch glauben. Die das Gute in euch sehen wollen. Die das Gold in euch sehen. Das ist etwas, was Steffi und ich unserer Small Group immer wieder sagen. Hey, wir haben uns entschieden, wir wollen mehr an euch glauben, als ihr vielleicht selber an euch glaubt. Und das ist etwas, was wir als Kirche möchten machen, mehr an euch glauben, als ihr vielleicht selber an euch glaubt. Weil so viel Gutes in euch steckt. Und auch der Joel, der mit euch nachher eure Small Group startet, sagt das Gleiche. Er möchte mehr an euch glauben, als ihr an euch glaubt. Und das ist das, was wir als ganze Kirche euch möchten zurufen. Ihr gehört mit dazu. Wir sehen das Gold in euch, wir glauben an euch und wir möchten euch helfen, im Glauben zu wachsen. Und das ist etwas, was allgemein gilt als Kirche, oder? Für uns alle, nicht nur für T-Base-Abschlüssler, sondern das ist die Art und Weise, wo wir als Kirche miteinander unterwegs sein möchten. Dass wir mehr möchten ineinander sehen, als vielleicht der andere sich sieht. Einander ermutigen, miteinander unterwegs sein, dran zu bleiben. Ja, ich komme zum Schluss. Ich finde das ein wunderschöner Psalm, der Psalm 1, das Bild von dem Baum. Und der Psalm zeigt uns ein Stück weit, was es heisst oder was uns gut tut, um ein Leben zu führen, oder wie wir ein Leben führen können, das uns gut tut. Das ist ein Leben geprägt von Stabilität. Das ist ein Leben, das Frucht bringt, wenn wir den Psalm 1 anschauen. Und indem wir die Beziehung zu Gott suchen und pflegen, indem wir nahe bei ihm sind, im täglichen mit ihm unterwegs sind, indem wir lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn die stürmischen Zeiten kommen, wo es vielleicht herausfordernder ist und die Wurzeln tief bei ihm haben. Und indem wir vom sieben Wasser trinken und immer wieder bei ihm andocken. Und wie der Joni gesagt hat, dass wir Beziehungen pflegen, das ist ein Schlüssel für uns. Menschen in unserem Umfeld zu haben, die uns ermutigen, die aber auch mal in unser Leben können, vielleicht Korrektur reinsprechen können. Darum liebe ich Kirche, darum liebe ich Small Group. Das hat so ein Potenzial. Das sind Menschen um mich herum, die mir gut tun und mir helfen, mich zu entfalten und Schritt zu machen. Das hilft uns, ein Leben zu führen, so wie es in dem Psalm 1 steht. Und auch dann, wenn die Herausforderungen kommen, dass wir stillstehen und festheben, verwurzelt bleiben. In den Vorbereitungen ist mir ein junger Mann in den Sinn gekommen, und zwar ein bekannter Mann. Es ist ein deutscher YouTuber. Ich glaube, viele von euch kennen ihn vielleicht, den Philipp Mickenbecker. Und er ist mir in den Vorbereitungen immer wieder mal in den Sinn gekommen, und dem Joni auch. Und er ist vor ein paar Wochen an Krebs gestorben. Und ich glaube, viele haben von ihm gehört, gerade auch viele Jugendliche, wahrscheinlich ihr Teenies auch. Er war auf den sozialen Medien sehr, sehr aktiv gewesen. Und er hat eine schlimme Diagnose bekommen, und zwar Krebs, und schon zum 3. Mal, letzten Sommer. Und mich hat es beeindruckt, wie er trotz dieser Diagnose sein Leben lebt. Er hat sich nämlich nicht einfach runterkriegen lassen oder entwurzeln lassen, weil er hätte alle Grund gehabt, den Halt zu verlieren, wenn du so eine Diagnose bekommst. Er hätte alle Grund gehabt, zum Knicken wie ein Baum, wenn es vielleicht fest stürmt. Aber nein, er ist stehen geblieben. Das Gegenteil war der Fall. Er war voller Hoffnung, er war voller Glauben, weil er Jesus vertrauen konnte, dass er einen Plan für ihn hat, auch wenn er den Plan nicht sieht. Er hat seinen Glauben und seine persönliche Beziehung zu Jesus mit vielen, vielen Menschen teilt. Er hat auch Freunde gehabt, gute Freunde in seinem Leben, die ihn begleitet haben, die ihn unterstützt haben in dieser Zeit.
Er hat die Hoffnung gehabt in Jesus und er hat so viele Menschen in den letzten Monaten noch ermutigen, sie stärken, um an Gott festzuhalten, dass sich eben ein Leben mit ihm lohnt, mit ihm dran zu bleiben. Und mich beeindruckt das. Ein junger Mann, der trotz so einer schwierigen Situation Menschen ermutigen und wie Gott durch ihn Menschen bewegt hat und zu Menschen geredet hat. Und für mich ist das so bildlich gesprochen ein Mann, der wie ein Baum tiefe Wurzeln hat und bei dem Wasser gestanden ist und von dem Wasser gezogen hat, von Jesus, weil er in Jesus verankert ist. Und schaut, Gott hat so viel Potenzial in jeden Einzelnen eingelegt, in eure Teenies. Und er wünscht sich, dass ihr dürft wie so ein Baum wachsen, stark werden und tiefe Wurzeln haben. Ein Baum mit Blättern, die grün sind und nicht verwelken. Wow, hey. Blätter aber auch, die Schatten spenden für andere Menschen in eurem Umfeld. Wie Gott wird euch brauchen. Dass ihr jemand sein könnt oder du jemand kannst sein, der Leben spendet. Vielleicht in Gesprächen, in Taten, in Gebet, wenn du mit deinen Mitmenschen unterwegs bist. Und zu der richtigen Zeit werdet ihr sehen, wie die Früchte anwachsen, wenn die Erntezeit kommt. Ich kann noch so viel durch dich bewirken. Und ich freue mich, da mit euch weiterhin unterwegs sein und das dürfen zu sehen. Amen. Ich würde gerne das Gebet sprechen zum Schluss. Ich lade euch ein, zum noch beten und aufstehen, für die können und mögen, bevor wir nachher einen Schritt weitergehen. Vater im Himmel, ich will dir so Danke sagen, Herr. Ich will dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der interessiert ist an unserem Leben. Ich will dir Danke sagen, dass du, Gott, der das Universum geschaffen hast, immer wieder so auf Augenhöhe kommst mit uns, dich erniedrigst und du interessiert bist, dass wir das Leben führen, wo wir Schritt machen mit dir. Du willst in unserem Leben Wachstum fördern, Herr. Du willst in unserem Leben, dass wir anwachsen wie der Baum, der stark ist, der einen Halt hat. Und wir können das nicht allein, aber wir können das mit dir. Und da wollen wir dir Danke sagen, Vater im Himmel. Und ich bete, Herr Jesus, dass wir einmal neu erleben, wenn wir die Wurzeln bei dir ins Wasser strecken, dass wir gestärkt werden. Herr, du siehst Menschen, die da sind, die sich vielleicht überhaupt nicht stark fühlen, die vielleicht enttäuscht sind, die vielleicht müde sind. Und ich bete, Herr, dort, wo sie dich suchen, dass du dich finden lässt und sie stärkst. Ich danke dir vielmals, Vater im Himmel, dass du der bist, wo uns die Fülle gibt. Ich danke dir, dass wir nur einfach Ja sagen und du kommst und beschenkst uns einfach reich. Und wir müssen noch etwas leisten oder noch etwas tun oder irgendetwas verdienen. Nein, sondern das ist einfach Gnade. Das ist deine Liebe, die du für uns hast, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Und zwar werden zwei von unseren Leiterinnen, von den Teenie-Leiterinnen, uns mitnehmen, wenn wir jetzt die T-Base-Abschlüssler feiern, so den zeremoniellen Teil. Und ich bitte gerade Rahel und Evelyn für das auf die Bühne. Komm, gebt ihnen doch einen Applaus. Das Mic noch. Super. Guten Morgen auch von unserer Seite. Rahel und ich haben heute das Privileg, durch den T-Base-Abschluss noch durchzuführen. Kommt doch gerade auf die Bühne, ihr Teens, die den Abschluss feiern. Ja, heute ist der Tag, wo wir euch feiern, euren Abschluss feiern. Ist mega cool und wir haben uns gefreut, wir Leiter, auf diesen Tag. Aber ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen traurig, weil wir euch verabschieden müssen. Und wir haben eine mega coole Zeit miteinander erlebt.
Und ganz häufig bin ich am Freitagabend oder am Sonntagmorgen habe ich etwas vorbereitet und habe mir überlegt, was soll ich euch mitgeben, was will ich euch beibringen und habe einen Input vorbereitet. Und ganz oft habt ihr mich herausgefordert durch eure Fragen oder Diskussionen und Gespräche haben mich mega bewegt und haben mich selber näher zu Gott angeführt. Genau. Und oft bin ich nach so einem Anlass mit euch Teens bin ich heimgegangen zu mir und habe gesagt, hey, Teens sind mega cool. Ihr seid wirklich cool, ich sehe ein mega Potenzial in euch. Ihr seid so unterschiedlich, kennen ist gleich, aber ja, ihr habt mega Power und mega Potenzial und ihr seid wirklich mega cool. Hey, wir haben 4 Jahre miteinander verbracht. Ja, genau. Ja, 4 Jahre sind wir bei den Teens gewesen. Wir haben viel geredet, wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben viel diskutiert, wir haben viel gelernt, wir haben gebetet miteinander, gerungen um Sachen, vieles gehört, wir haben Fun gehabt, wir haben auch viel gelacht, wir haben eine gewisse schlaflose Nacht gehabt. Ja, mega coole Gemeinschaft haben wir genossen. Und ich hoffe fest, dass ihr doch auch vieles gelernt habt, was euch näher zu Gott hinbringt und näher an sein Herz zieht und euch Hunger macht nach mehr von ihm. Ja, und wir Leiter haben etwas Kleines vorbereitet für euch. Genau, hauptsächlich als Erinnerung natürlich. Noch ein kleines Geschenk, wo wir euch mitgeben können, dass ihr die T-Base nicht vergesst. Und da haben wir einen Bilderrahmen vorbereitet, für jeden von euch einen separaten und einfach auch noch einen speziellen Vers, der uns aufs Herz gelegt wurde, für jeden Einzelnen von euch, der euch dann einfach auch im Glaubensleben begleiten darf und soll. Und auch wenn die Zeiten mal stürmisch werden, was ja mitunter vorkommt, dass es wie ein Leuchtturm ist, der euch Gottes Nähe wirklich immer vor Augen führt. Genau. Wir würden mit der Chaira anfangen. Wir haben für dich Psalm 18, Vers 2 und 3. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Linus. Deiner ist ein bisschen kürzer, aber das sagt ja nichts aus. Micha 7, Vers 7, das kann man sich gut merken. Doch ich verlasse mich auf den Herrn. Ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Noah. Bei dir ist Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Joas. So, 1. Johannes 4, Vers 16. Da kannst du ein bisschen suchen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Schüstin. So, wieder mal etwas länger. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus
unserem Herrn schenkt. Joel? Ein ganz cooler Vers aus Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Tamlin? Jesaja 58, Vers 11. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Und Rihanna am Schluss. Für dich haben wir Johannes 14, Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ja, wir haben bei den Teens gerade letztes Jahr das Gebet durchgenommen, haben gelernt, was für eine Power Gebet hat und wie viel Sagen man einfach durch Gebet sprechen kann. Und diese Gelegenheit wollen wir jetzt einfach auch nutzen, unsere Teens zu segnen. Ihr dürft runter und die Familien dürfen sich um die Teens versammeln und für sie beten. Und die anderen können einfach im Raum bleiben und beten für die Teens. Und Rahel wird den Abschluss machen.